Und wieder einmal begrüße ich euch recht herzlich zurück hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. In der heutigen Folge wollen wir uns noch ein bisschen an Bezirke kümmern, City of London. Wir müssen nur noch hier Gangquartier erobern, Eroberung der City of London, genau, Schusswaffen M1877 Thunderer bekommen wir. Wenn das, sagen wir mal, sagen, haben wir schon mal den ganzen Osten erobert, oder? Schon mal etwas. Lambeth, die Themse, Suffolk, City of London, eben auch Whitechapel, und alles bereits. Und so fällt uns Strand und Westminster, Entschuldigung, sagen wir das Falsche. Dann noch mal gucken, wie es hier weitergehen könnte, wa? Jo, aber sonst irgendetwas hier übersehen. Das sind einfach Sympathisantenaktivitäten, die mich jetzt so gesehen nicht mehr so wirklich interessieren. Und dann das und das. Und irgendwie da, ein Hauch von Tee. Jo. Passt. Also darüber dann. Und ja, uns fehlen eben noch 3 Goldtruhen. Die hier abgeblieben sind. Auch gar nicht mehr. Jetzt muss ich mehr schleichen. Nur. Ja, genau das. Das ist eben so. Das. Ja, unpraktisch. Sobald halt irgendwie. Ich will mich da hin seilen lassen und dann stoße ich irgendwo an. Fall runter, ohne dass ich was machen kann. Das ist ein bisschen ungünstig programmiert. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon noch richtig unterwegs, war. So. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie markiert hat das aber schon, wa? Gut gesprungen, wa? Wir wurden zu einer Schlacht um diesen Bezirk herausgefordert. Tun wir's! Erledigen wir sie! Die Rooks werden alles erobern! Die sogenannte Bloody Nora hat euch zu einem Bandenkrieg herausgefordert. Alle Waffen sind erlaubt. Viel Glück für beide Parteien. Dankeschön! Dürfte ja gar kein Problem sein, Leute, vor allem deswegen, weil wir schon, ja, ziemlich viele sind und natürlich selbst noch ziemlich stark sind. Die Bloody Nora. Ja, Mann, wir alle gucken zu! Zeigt's ihnen! Macht keine Gefangenen! Alter! Oh, kommen langsam ein bisschen viele. Oh, warten die für ein loses Mundwerk. Hey, hallo, kannst bitte mal. Klappt jetzt nicht so gut. Aber es klappt auch so. Ganganführer eliminiert, Bloody Nora, die hat ausgeblutet. Ja. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Jo, cool, Mann, geil! Die Fries, Mann, die haben's drauf! Voll krass drauf, ey! Jo, dankeschön. Schusswaffen, mal gucken, was wir da Schönes Neues haben, was es überhaupt lohnt. Zumindest sieht sie nice aus. Krass. Jo.
So, sehr schön. Dann haben wir noch irgendetwas. Nein, sonst wenig Geld wieder. Gut, passt. Dann also auf mit Jacob zu seiner nächsten Mission. Und zwar hier unten. Da ist die Frage, ging er am besten vor? Ich bin. Wo bin ich überhaupt? Relativ in der Nähe, aber wieso bin ich plötzlich hier? Irgendwie doch verwirrend. Gib her, Mann. Ich bin Jacob Fry. Oh oh. Du Arschmann, da ist eine Einbahnstraße. Mir egal, ich bin Jacob Fry. Ups, das ist vielleicht nicht, ich würde gerade sagen, vielleicht nicht so eine gute Idee. Ah, das sind Stahlpferde, anders kann ich es gar nicht erklären. Also ich kann versichern, Leute, Autofahren ist nicht halb so kompliziert, wie hier eine Kutsche zu bedienen. Weiter, Mädchen. Wir steigen raus. Entschuldigung, Rook, war keine Absicht. Oh, schon gut, Mr. Fry. Wer ist... Wen haben wir denn da? Ein Hauch von Tee. Jacob will die Cockham Waffenkisten bis zu ihrem Bestimmungsort verfolgen, um Pluto zu seinem geplanten Banküberfall zu demaskieren. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Ja, der Freddy hat immer gute Ideen. Sie finden nichts Besseres. Da wären wir, die Verladungsstocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Beste Angebot in London. Greifen Sie zu. Jo, sind noch in der Nähe, von dem her. Wir haben einen Besucher. Ja, sorry, da wäre hinter der Kiste. Jo, Gesuch gefunden, muss man sagen. Ach, was ein Spielverderber. Oh, ein Level 9er. Naja, trotzdem down. Das ist nicht CT. Natürlich sind wir da für die anderen. So, jetzt. Suchen. Hallo. Ja, servus. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Ja, so geht's natürlich auch. Nach dem ersten Mal, ey. Was für ein Schwein. Wo verstecken die hier? Der
Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Mach dir nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Was gerade? Die sind nervös. Ich sollte Abstand halten. Du. Ja, denke mal, so 50 Meter ist gut. Hä? Zu viel oder was? Ja, und was jetzt? Achte auf die Straße! Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Ganz schön schnell unterwegs, wa? Nein, Jacob, was machst du da? Geh da runter! Ja, natürlich. Wieso einfach, wenn es kompliziert geht? Ich will nur, dass er da hochgeht, aber man natürlich ist ein riesen Umweg. Templer. Ja, was auch sonst. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. So, jetzt müssen wir direkt ans Ziel kommen, ja. Ist richtig spannend, war. Nö, bin ich schon da. Da vorne ist es doch, ich sehe es ja. Ja, mach doch. Jacob. Ja, aber teilweise das machen will, was ich ihm sage. Dann komm ich nicht jetzt. Oh, meine Fresse. Aber schneller komme ich nicht voran und da. Die andere Variante wäre halt auch mit der Kutsche hinterher. Aber es wäre eigentlich unlogisch, wenn es darum geht, ja, so einen Kern zu beobachten, zu erfolgen, muss es eigentlich nur mit Dächer machen.
Ist der Tee bereit serviert zu werden? Und ich gehe bereits nach vorne. Ist der Tee bereit serviert zu werden? Templer. Naja, da ist sie doch. Die gehen mir auf den Sack. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Spiel, so bitte mal. Hallo, ich brauche einen Punkt. Hä? Ich glaube das einfach nicht, hey. Wisst ihr, ich würde es verstehen, wenn ich ja explizit nach den Knopf drücken würde, wo es ja darum geht, dass ich runterfalle. Also sprich loslassen, aber nee, mach ja nicht. Sag mal einfach so, da nächsten Haltepunkt anvisieren, da mit L1 rüber. Aber nö, das Spiel, hui, man ist mal ein Freiflug in den Tod. Das ist natürlich auch nice. Die Mission, die noch richtig schwierig war. Ja, ich sag's noch gerne, aber so wie es aussieht, muss ich echt die andere Art und Weise versuchen und auch mit einer Kutsche hinterher. Keine Sorge, es kommt gleich wieder. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Jetzt bin ich mal gespannt. Da steht jetzt 4, 3, 2, da kommt er direkt. Ja, eben. Was zum... Er ist wieder losgelassen und das wird das machen. Das ist sogar das Schwein, aber trotzdem, er ist doch einfach... Gut so, Mädchen. Ruhig, Mädchen, ruhig. Jetzt machen wir es so, auf die sichere Art und Weise. Ruhig. Klingt sicher, ey. So ist's recht. Sachte. Der ist irgendwie ziemlich lahmarschig unterwegs, der Gute. Du bist das. Mach langsam. Sachte. Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England. Ja! Ein Hauch von Tee abgeschlossen. Ja, da war's bereits. Ja, wir nehmen mal nur 3 Sterne.
Weil ihm teilweise ja Jacob wieder runtergeflogen ist, wo er auch gar nichts gemacht habe. Tu, Penny. Das heißt, dass das bereits die letzte Mission ist, wa? Sequenz 6, der falsche Penny Montum-1-Assassinen, das ist natürlich geil. Aber eben, Montum-1-Assassinen zum einen, Totenkopf ist eigentlich Symbol dafür, dass Sequenz 6 wieder bereits vorüber ist. Und das gefällt mir dann doch ein bisschen weniger. Na, fehlen ihm noch 3 Goldtruhen. Gut, wir gehen trotzdem mal hin. Obwohl, geht vielleicht noch ein bisschen schneller. Ah, ja, genau. Ja, trotz allem Großen und Ganzen, wir kommen ja schon gut voran. So ist es nicht, dass man ihnen sagen müsste, ja, das und das, aber geht trotzdem nicht, der ist auch doof. Ich sag teilweise die Steuerung, aber ganz ehrlich, aber seit dem 3. Teil habe ich da irgendwie nie ein Assassin's Creed Spiel erlebt, wo ich da nicht mal irgendwo Probleme mit der Steuerung hatte. Und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Von dem her, ja. Das ist auch so ein Eigenart halt für sich und deswegen muss man sich halt irgendwie daran gewöhnen oder halt das einfach akzeptieren. Ja, das ist eigentlich logisch, ja, Bank und auf England. Tja, Derek will sich rächen und daher ist halt schon die Frage, ob das vielleicht sogar noch mal eine Mission wird, wo es den Freizulingen an den Kragen geht und wer weiß, einer von denen sogar gefangen wird, schwer verletzt wird und Mr. Green irgendwas passiert und so weiter, weiß das schon. Da wird einen guten alten Freddy. Und ja, in diesem Sinne wollen wir sagen, nächste Folge geht es hier weiter mit Sequenz 6, der falsche Penny. Bis dahin, ciao zusammen!